Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und Furcht denken wir jetzt erstmal negativ, aber das Wort, das da steht, müsste man eher übersetzen mit zu erkennen, wer Gott ist. So, du bist Gott und ich bin's nicht. So der Unterschied. Ich habe das da verglichen mit, wenn du auf einer hohen Klippe stehst und anerkennst, dass die Klippe hoch ist, also runterzuspringen ist tödlich, dann hast du kein Angstproblem, sondern du siehst die Sache realistisch. Aus dem Team von Dr. Johannes Hartl hat es, glaube ich, auch so eine Podcast-Geschichte mit Auf ein Bier mit. Gott, die Welt und zwei Bier, ja. Gott, die Welt und zwei. Shout out an meine lieben Kollegen Elias und Tobi, super. Ja, schaue ich auch ab und zu rein. Ja, voll gut. Die machen das extrem stark, wirklich auch wie sie diese Reportage da, die Die Dokumente, hippen Missionare. die hippen Missionare auseinandergenommen haben danach. Ja, da erlebt man Dinge. Ja, Johannes Hartl, wir gehen noch mal ein bisschen rein in ein anderes Thema jetzt. Da sind immer noch auf diesem gemütlichen Sofa hier in Wichterach nach dem Anlass vom Hope Business Club. Und mein Thema aktuell, das mich stark beschäftigt, sind tatsächlich die Sprichwörter der Bibel. Ja. Natürlich nicht nur, aber das finde ich total faszinierend in die jetzige Zeit rein auch. Und mir ist aufgefallen, du zitierst immer wieder mal natürlich auch die Sprüche. Auch an diesem Anlass war es wieder der Fall, als es um das Thema ging, ein Fauler. Was sagt da der Salomo? Der sagt, oh nein, ein Löwe ist da draußen. Wenn ich zur Arbeit ging, könnte ich auf der Straße getötet werden, zum Beispiel. Oder hat ein Fauler mit der Hand in die Schüssel gegriffen, bringt er sie nicht einmal mehr zum Mund zurück. Genau. Wer kennt's nicht, ne? Stimmt. Also was ist so dein Zugang oder dein aktueller Stand beim Thema Sprüche? Du, für mich ist da einfach wahnsinnig viel Lebensweisheit drin. Und das ist ja viele Leute, die kritisch auf die Bibel schauen, die sagen dann immer, ja, stimmt das, was da drin steht? Aber das ist ja eigentlich die ganz falsche Frage, weil die Frage ist ja, wonach richten wir uns im Leben aus? Und ich glaube, selbst wenn man jetzt Atheist ist, müsste man sagen, warte mal, das ist ja Lebensweisheit, die sich über Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende bewährt hat. Übrigens in Sprichwörtern allgemein, ja, eine Grube graben, wo man selber reinfällt und so in so einem Sprichwort ist ja so viel drin. Ja. Und das sind jetzt in dem Fall Sprichwörter aus der hebräischen Weisheitstradition, die unglaublich zeitlos sind und deswegen unsere Beachtung verdienen. Ja. Und bei mir halt eben noch so ein bisschen ein Vortrag von dir nach, wo du gesagt hast, es war das Bild so mit dem völlig losgelöst, oder? Hast du so das Der Astronaut, der davonfliegt, der ja. da nirgends mehr irgendwo Boden hat natürlich und einfach fühlt sich zuerst schön an, die Freiheit, aber dann, Oder dann, neudeutsch gesprochen, lost. lost, genau. Und da hast du auch so ein bisschen aufgezeigt, eigentlich ist wieder ein Wunsch wahrscheinlich, eine Sehnsucht da nach klarer Linie auch, nach Halt und nach Orientierung letztlich, oder? Ja, genau. Und jetzt ist die Orientierung aber nicht irgendein strenges Regelkorsett, weil die Sehnsucht nach Orientierung, die kann mich ja auch fanatisch machen. Stimmt. Ja? Und jetzt habe ich dann aber das Wort, das auch in den Psalmen vorkommt, an 2 Stellen, glaube ich sogar, in Sprichwörtern kommt es auch vor, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und Furcht denken wir jetzt erstmal negativ, aber das Wort, das da steht, müsste man eher übersetzen mit zu erkennen, wer Gott ist. So, du bist Gott und ich bin's nicht. So der Unterschied. Ich habe das da verglichen mit, wenn du auf einer hohen Klippe stehst und anerkennst, dass die Klippe hoch ist, also runterzuspringen ist tödlich, dann hast du kein Angstproblem, sondern du siehst die Sache realistisch. Okay? Und so ähnlich ist es mit Gott auch. Also anzuerkennen, dass Gott halt Gott ist und wir sind erschaffen, wir sind Lebewesen, das ist nicht ein Angstthema, sondern das ist einfach klug. Und jetzt sagt die Bibel, dass das sogar Anfang der Weisheit ist. Also Lebensweisheit bedeutet, zu checken, dass du nicht der Herr des Universums bist. Ich finde, ja, also das kann man schwer bestreiten. Ja. Ja, und es ist uns allen total bewusst, irgendwas wird immer angebetet, oder?
Und Ja. jetzt, dass aber da doch wieder so ein neuer Respekt oder ein Blick darauf ist, ah ja, okay, ich kann oder sollte in Betracht ziehen, da gibt es diese höhere Macht, wo Ja ich die gut, Knie viele beuge. Leute würden sagen, sie beten gar nichts an, aber dann müssen wir jetzt sagen, okay, aber an irgendwas richtest du halt dein Leben trotzdem aus. Stimmt. Und dann ist Ja. es so ein Bild wie der Astronaut, der nicht davonfliegen will, irgendwo macht er sich halt fest. Und das Interessante ist es, dass es in der Bibel dann diesen Ausdruck Kavod gibt. Das wird meistens als Herrlichkeit übersetzt, aber wörtlich heißt es Schwerkraft. Also das, was mich am Boden hält, das, was mich praktisch, ja, was das Wichtigste in meinem Leben ist, das ist halt rein funktional, es ist halt dein Gott, gell? Und für manche ist das, weiß ich nicht, Geld oder Karriere oder ihr eigenes Ego. Und ich glaube, nur wenn wirklich Gott der Referenzpunkt ist, dann, dann heben wir nicht ab, im wahrsten Sinne des Wortes, wie der Astronaut, der auf dem Planeten stehen bleibt, weil der Planet größer ist als er selbst. Ja. Wenn ich schon eingestiegen bin mit diesem Bezug zu, sagen wir schon, Arbeitsmoral in gewisser Weise, ein Fauler, und es ging ja auch in deinem einen Referat Mhm. jetzt in Wichtrach darum, arbeiten wir zu viel oder zu wenig, so als Einstiegspunkt, den du gewählt hast. Und dann eben diese Frage nach, ja, okay, sein und tun und wo bin ich hier drin? Und lass uns dort gerne noch ein bisschen eintauchen. Also dein Gedanke ist, dass mit dem Love Works und das hat so viele schöne und spannende Aspekte. Da würde ich gerne noch ein paar rausgreifen. Gerne. Genau. Was hat dich zu dieser Kreation vielleicht von Love Works geführt oder was steckt drin? Das hat mich dazu, also wir haben von dieser Bewegung, die ich gestartet habe, Eden Culture, eine Akademie für junge Leute, die wir ausbilden. Und da war ich so mit 40 jungen potenziellen Führungskräften zusammen an einem Wochenende. Und ich habe ganz oft eine Frage bekommen in Richtung, aber müssen wir nicht aufpassen, dass wir ausbrennen? Und müssen wir nicht uns selbst schützen vor Überbeanspruchung? Mhm. Und ich habe so richtig gemerkt, in denen waren so zwei Herzen in einer Brust. Also einerseits eine Leistungsorientierung und Leistungsbereitschaft, aber dann noch eine Angst davor. Und ich habe das dann für mich so durchbuchstabiert. Ich kann mich noch erinnern, es war für mich sehr untypisch. Da war eine Party am letzten Abend und ich bin von der Party weggeblieben, weil ich diesen Vortrag vorbereiten musste, weil der so in meinem Herzen gebrannt hat. Ich habe gesagt, wie lösen wir denn dieses Dilemma? Und dann ist mir bewusst geworden, beide Antworten, also sowohl die Antwort von ganz krasser Leistungsorientierung, als auch der, ich muss immer Work-Life-Balance und Me-Time und mich schützen, beide gehen am Problem vorbei. So ist dieser Vortrag entstanden. Und ich glaube, es ist für die heutige Zeit besonders relevant. Mhm. Und also auch hier, wir können das nicht komplett jetzt nochmals ausrollen. Da gibt es bestimmt auch bei dir auf dem Kanal wunderbares Material, um auch zum Beispiel den Bezug zum Nietzsche eben anzuschauen, für diejenigen, die das interessiert. Oder auch das Kind in dir muss Heimat finden, also diese Sehnsucht, die da mitschwingt, eben, da ist vieles drin, und auch diese anerzogene Hilflosigkeit, die wir schon ein bisschen gestreift haben. Genau, da gehen wir jetzt nicht mehr auf all diese Themen in diesem Sinn rein. Eher so, was du am Ende so bringst, ja, das Bild vom Garten und was das so heißt, ja, also wie kommen wir denn in diesen Zustand gewissermaßen, oder wo ist die Balance, da, dass es uns wirklich erfüllt, so. Mhm. Hm? Also ich glaube, das ist auf der Identitätsebene, also erst auf der Frage, wer bin ich wirklich, wer hat mich wirklich gemacht? Und ich bringe so als Tipp zum Beispiel mal zu versuchen, nichts zu tun und mal schauen, wie geht es mir denn, wenn ich nichts tue. Wir laufen vor dem Nichts ja ständig davon, also indem wir uns ablenken oder uns was Ja. zum Tun zu suchen. Und nichts zu tun, zum Beispiel in die Stille oder in die Einsamkeit mal zu gehen, alleine. Wie gesagt, die meisten Leute laufen davon, aber konfrontiert mich mit meinem Sein. Also was bleibt denn vom Johannes Hartl übrig, wenn mich keiner sieht, also wenn ich nicht in irgendwelchen Videos auftauche, wenn ich aber gerade auch nichts tue, also nichts Hm. schreibe oder was bastel, was wir halt den ganzen Mhm. Tag, und mich nicht ablenke. So, wenn ich konfrontiert bin mit dem, wer ich wirklich bin. Und jetzt behaupte ich, naja, wenn ich den Menschen, der dann noch übrig bleibt, wenn ich den lieben kann,
Und wenn ich weiß, dass der geliebt ist und das auch wahrnehme, boah, dann wäre ich im Leben echt ein ganzes Stück weiter. Und das ist letztendlich eine religiöse Suche, weißt du? Wer liebt dich, wenn keiner da ist zum Lieben? Ja, wenn ich Atheist bin, liebt dich dann keiner, weil da ist ja keiner da. Ja. So, und dann kannst du nur sagen, okay, dann ist ja meine Daseinsberechtigung irgendwie davon abhängig, ob jetzt andere Menschen mich irgendwie gut finden oder ob ich mich erleiste. Oder gibt es so einen tragenden Grund? Oder Spirituelle, die würden sagen, das Universum und so. Alles schön und gut, aber es ist die gleiche Frage. Gell? Also, und ich glaube, das Nichtstun und die Frage stellen, trägt mich da was? Das ist eigentlich schon Gebet. Für mich hat Gebet sowieso ganz viel mehr mit dem Sein als mit dem Tun zu tun. Also, dass ich an einen Ort komme, wo ich mit offenen Händen einfach da bin. Das ist für mich persönlich ein Akt des Gebetes. Und Das ist zwar total. keine so ganz einfache Antwort auf deine Nein, einfache Frage, aber nein, es aber ist eben nicht banal. das ist absolut, ja, das macht ja auch nichts. Auch sehr stark, vielleicht hilft das noch ein bisschen, das verständlich zu machen, dass du Johannes, Ja. den Namensvetter da reingebracht hast, oder? Der natürlich auch ein Evangelium geschrieben hat und eben sich selbst oft erwähnt hat oder bezeichnet hat als der Jünger, den Jesus liebt. Ja, das ist doch erstaunlich. Ja. Weil eben, wenn man fragen würde, wer bist du so, dann sagen wir, ich bin der Johannes und dann sagt man gleich, was man tut und was machst du so. Und dann sagst du, du bist halt, weiß ich nicht, Lehrer oder Marketing, Sales, irgendwas. Und der Johannes stellt sich aber nur vor, dass er der ist, der geliebt wird. Und was ich so krass finde, die Liebe, die beantwortet ganz viel von der Sinnfrage. Also wenn wir uns ein frisch verliebtes Paar anschauen, die sind nicht depressiv, ja, oder die haben nicht die große Sinnkrise, weil wenn du geliebt wirst, dann weißt du eigentlich, dass das Leben gut ist und aus der Liebe raus ist man dann aber auch bereit, was zu tun. Zum Beispiel, wenn man Menschen liebt, ist man auch bereit, sich um den zu kümmern. Und deswegen der Titel Love Works. In der Liebe ist dieses Sein und das Tun, das Leisten und das einfach sein dürfen halt versöhnt. Und drum, ich komme zurück zu dem Thema, ist es am Schluss eigentlich eine spirituelle oder eine religiöse Frage, komme ich an diesen Ort von bedingungsloser, liebevoller Annahme? Und an den hinzukommen, macht allen Unterschied der Welt, glaube ich. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und auch noch ein Bild, das ich gerne aufgreifen möchte, das es gebracht ist, wo man das auch noch sieht bei einem Kind, das spielt. Ja, genau. Die haben das noch. Genau. Die ruhen in ihrem Sein. Ein Kind, das jetzt irgendwie aus Klötzchen einen Turm baut, tut es nicht, um anerkannt zu werden von anderen, tut es nicht, weil es Geld bekommt, sondern aus der Freude an der Sache. Und trotzdem ist es hochgradig produktiv. Also das Kind kreist nicht um sich selbst, wie geht es mir jetzt und was brauche ich jetzt, sondern es schafft etwas. Und diese kindliche Kreativität, glaube ich, ist die Kreativität Gottes. Weil Gott ist ja jünger als wir. Wie meinst du? Naja, nur wir werden alt. Also, und das, weil wir einen Körper haben, der dem Tod geweiht ist. Deswegen sind wir älter. Ah, ja. Gott altert nicht, deswegen ist er auch kindlicher. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Aber das ist dieses, wie Gott am ersten Schöpfungstag alles aus Freude einfach erschafft und dann schaut er alles an und sagt, es ist sehr gut und dann Pflanzen und Tiere. Mich erinnert das an ein Kind, das Freude hat am Bauen. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, sollen wir auch werden wie Kinder. Und das bedeutet eben kreativ zu werden. Und Aber aus dem Sein raus, nicht aus so einem Leistungsdiktat raus. Hochgradig kreativ, aber wirklich von innen nach außen. Und da ist natürlich dann auch das Wort Leidenschaft sehr nah, oder? Das Schon? hast du auch gebracht, finde ich. Also
Das ist so ein bisschen das, was ich auch geschmeckt habe, sage ich jetzt, Ja. in meiner Aufgabe, dass ich also jetzt hier noch so ein Gespräch zu führen, ist dann, wenn man die Zeit komplett vergisst, sozusagen, oder einfach ein Flow-Gefühl wird vielleicht dem ein bisschen auch wieder gerecht. Ich weiß nicht. Das hat was Ansteckendes und was Schönes. Ja. Ja. Doch, Flow-Gefühl geht schon in die richtige Richtung. Und das Interessante ist, das stellt sich oft erst an, wenn man ein bisschen über seine Grenzen geht, aber nicht zu weit. Aber man darf schon ein bisschen gestretched werden, da entsteht die Leidenschaft. Ja, und das sind schon so einige rote Fäden, die wir jetzt angesprochen haben, die immer wieder vorkommen, auch wo du zeigst, hey, wir neigen dazu im Moment, uns zu sehr abzusichern und zu schützen, und aber Mut wäre eigentlich eine Tugend oder eben Leidenschaft und manchmal auch gut, ein bisschen an die Grenzen eben Ja, also Leidenschaft kommt auch vom Leiden teilweise, ja. Genau. Und Mut hat auch damit zu tun, dass man es nicht immer safe hat. Und ich glaube schon, dass wir den Sicherheitsaspekt in der Gesellschaft gerade sehr, sehr, sehr betonen, vielleicht sogar überbetonen. Weil objektiv leben wir in extrem sicheren Zeiten. Also ich meine jetzt im Vergleich menschheitsgeschichtlich, was Menschen sonst früher so alles passieren konnte, leben wir in relativ sicheren Zeiten. Sehr cool. Ja, also das war jetzt Eingangspunkt bei den Sprüchen, und dann sind wir natürlich Herumgesprungen. so wie es sein soll, Ja, eigentlich, macht so wie auch Gespräche ganz automatisch oft laufen. Genau, einer, den du auch noch erwähnt hast, ich glaube, das war irgendwie in dieser Dokumentation ziemlich beste Worte oder was das war in der Schweiz. Ja, war auch in der Schweiz, genau. Ziemlich eine Geschichte auch. Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und ist schon für mich auch noch so einer, ja genau, wo vieles zum Ausdruck kommt, glaube ich, auch von deiner Botschaft immer wieder, oder? Ja, schon, weil das Herz ja dieser geheimnisvolle Ort ist. Das ist ja weder Hirn noch nur Bauchgefühle, ist irgendwo dazwischen, wo es sich aber entscheidet. Und ich glaube, mehr und mehr, ich glaube, der Himmel und die Hölle, das ist beides im Herzen des Menschen. Also ich sage nicht nur dort, gell, aber da entscheidet sich's. Und in so Menschen kann der tiefste Abgrund des Bösen sein, und es kann unendlicher Reichtum an Güte sein. Offensichtlich entscheidet sich das im Herzen. Und dass die Bibel dann sagt, genau, und deswegen pass auf das Herz, wie sich das entscheidet und was da wirklich drin regiert. Das ist wirklich los in deinem Herzen. Das ist einfach so tiefe Lebensweisheit, weil ich behaupte, jeder kennt die Gefahr, halt sich um alles andere zu kümmern, außer ums eigene Herz. Und vor dieser Gefahr warnt uns Sprüche 4. Ja, total. Und dann haben wir so einen inneren ersten Reflex zu denken, ja, okay, muss ich da selbst Verantwortung dafür übernehmen? Oder wie weit kann ich das? Und Ja, klar. Ja, also Klar, ich meine, deswegen im Vaterunser, ne, betet man auch für mich nicht in Versuchung. Gell? Also, ja. aber das ist ja auch eine Sorge fürs eigene Herz, zu sagen, schau, im Letzten nicht alles haben wir in der Hand und wir können nicht alles kontrollieren. Ja. Absolut, genau. Hey, spannender Punkt, Ja, den wir jetzt schön. noch gestreift haben. Danke ganz herzlich für das Sehr gern. abendliche Gespräch, und hat sehr viel Spaß gemacht, und dir weiterhin natürlich Gottes Segen, auch für euren Anlass da im Juni. Ja. Mission is Possible, und da werden wir auch darüber berichten, selbstverständlich, und Wundervoll. weiterhin freue ich mich, freundschaftlich so dran zu sein. Danke Johannes, dir. Danke dir. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.